Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am letzten Spieltag der Conference League, der Vorrunde, und es steht an das entscheidende Spiel gegen den OGC Nizza. Und wie ihr seht, wir sind extra für dieses Spiel wieder an die Côte d'Azur gefahren. Es ist allerdings, ihr seht das direkt, nicht die Côte d'Azur in Nizza, sondern die in Nil, also quasi die Kölsche Côte d'Azur. Nilza. Nilza, genau. Und für uns steht eins hier ganz im Vordergrund heute, und das ist Spaß. Absolut, ja, genau. Und man muss einfach an der Stelle einmal Danke sagen der Mannschaft, aber für so ein ganz breites Danke ist es zu früh. Das klingt ja so, als wäre es schon vorbei. Und deswegen steht bei uns auf den Shirts nicht Danke, sondern ihr macht uns Spaß. So, da sind wir direkt schon bei unseren obligatorischen 2 Kölsch. Auf 3 Punkte in der Conference League und das Weiterkommen in die nächste Runde. Prösterchen, Leute. Herrlich. So, warum das Motto? Es ist ja klar. Wir haben einen solchen Spaß an dieser Mannschaft. Wenn wir mal zurückgucken, gerade auf das Spiel gegen Hoffenheim, aber auch auf die Spiele davor, wo man sagen muss, haben wir vielleicht nicht so super abgeschnitten, aber die Leistung und der Wille waren einfach zu 1000% zu spüren. Und ich bin derartig mit einem Adrenalin und Glücksgefühl aus diesem Hoffenheim-Spiel rausgegangen. Ja. Nicht, weil wir da einen Punkt geholt haben, sondern weil wir die Art und Weise, wie wir da Fußball gespielt haben, einfach absolut begeisternd ist. Ja, völlig. Und auch das Slowatschko-Spiel gegen Hoffenheim. 2 Spiele, in denen unsere Mannschaft wirklich ihr Herz auf den Platz gelassen hat. Wir haben es wirklich gnadenlos durchgezogen und wir haben gegen Slowatschko spätestens unter Beweis gestellt, dass Europa eben doch auch für die Spieler, für den ganzen Verein eine wahnsinnige Wichtigkeit hat. Und das war uns auch so wichtig. Und wenn wir gegen Belgrad so ein bisschen enttäuscht waren, dass wir vielleicht eben nicht alles versucht haben, dann ist das total korrigiert. Also wirklich, wir haben ja auch mal von einem Lernprozess gesprochen, den wir alle durchgemacht haben, auch wir als Fans. Gilt für uns und auch. Das Endergebnis ist einfach sowas von begeisternd, und deswegen Kompliment an alle Beteiligten, an den Trainer, an die Spieler. Das habt ihr großartig gemacht in Slowatschko, und wie ihr dann in Hoffenheim nachgelegt habt, also das ist Kölsche Legende, und das ist wirklich Spaß pur. Das ist Spaß pur. Und wir hoffen natürlich, dass es genau so weitergeht gegen Nizza. Und da bitte, bitte, lass uns nicht über diese dämliche Revanche und all diesen Quatsch, dieses Drumherum reden. Es steht der Spaß im Vordergrund. Wir können zeigen, dass wir gute Gastgeber sind. Ja. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Sicherheitskonzept in Köln ein ganz anderes ist und das Feld nicht bereitet ist für so einen Blödsinn. Ne? Ist das eigentlich eine Nilkreuzfahrt hier? Das ist eine Nilkreuzfahrt, ja. Ja, also Sicherheitskonzept. Das Schöne ist ja, der Mensch ist ja ein Verdrängungskünstler. Ja. Und wenn man jetzt an Nizza nochmal zurückdenkt, also wenn ich für mich spreche, dann sind da nur noch angenehme Erinnerungen übrig geblieben. Ja, verrückt. Mhm. Und jetzt in diesem Moment, wo wir hier auf den Handtüchern sitzen, und ich denke zurück an den Tag, als wir am Strand gesessen haben, diese PK mit den Emotionen. Und es war einfach eine geniale Reise, auch im Nachhinein, bei allem, was da schiefgelaufen ist. Aber wenn uns das jetzt gelingt, wirklich nahtlos umzusetzen in das Rückspiel, und ich bin genauso wie du auch überzeugt, dass da erstens keine Horrortruppe anreist, um jetzt große Revanche zu nehmen. Nein. Ich glaube, dass so viel Polizei am Start sein wird. Das ist schon keine Sektorentrennung mehr, sondern also, die werden in 10.000 Jahren nicht aufeinander stoßen, die Parteien. Und von daher bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass wir ein Fußballfest erleben werden. Ja, wobei bei allem Friede, Freude, Eierkuchen natürlich das Schönste wäre, wenn wir Herrn Favre aus seinem Sessel schießen könnten. Ne? Denn so ganz vergessen ist dieser Blödsinn mit, unsere Fans haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ja nicht. Und wer da aus den Katakomben heraus erzählen kann, was oben am Licht passiert ist, der, weiß ich nicht, hat sich schon auch diskreditiert, kann ich nicht anders sagen. Ja.
Ja, das Gleiche gilt ja auch für den Bürgermeister von Nizza. Ja, auch. Wir hatten überlegt, ob wir vielleicht Frau Reker diesmal in die PK hier integrieren und uns bei ihr auch noch ein paar Tipps abholen, wie wir denn die Hinterlassenschaften der Nizza-Fans dann beseitigen könnten, so es denn welche geben sollte. Ja, wir haben ja aber das haben wir Flaschenpfand, verworfen. ne? Ja, haben wir verworfen. Das ist, glaube ich, alles bei uns besser organisiert. Insofern, es ist alles bereitet für ein richtig tolles Fußballfest und darauf können wir uns freuen. Und wenn es dann weitergeht, was das für eine Sensationsgeschichte wäre, möchte ich gar nicht dran denken. Wundervoll. Ja, absolut. Und das in Kombination mit der Liga, in der wir ja wirklich super dastehen. Der Punkt gegen Hoffenheim, wahnsinnig wichtig. Ja. Und ich glaube, von 1000 Leuten haben 999 mit einer Niederlage gegen Hoffenheim gerechnet. Und dass wir dann ein solches Spiel hinlegen, das war für mich die beste Halbzeit der Saison. Ja. Und das mit der Truppe, unglaublich. Ja, Ne? ja. Also das spricht dann tatsächlich, da muss man dann auch wirklich Steffen Baumgart recht geben an der Stelle, Ja. dass egal wer spielt, wir sind immer in der Lage, eine solche Leistung zu bieten. Und das fasziniert einen. Das, absolut. Und das ist tatsächlich auch ein Lernprozess, den man als Fan durchmacht. Fan, genau. Weil das hat es ja jahrzehntelang nicht gegeben. Nein, und das gegen so eine giftige Truppe. Ich meine, die Hoffenheimer sind jetzt nicht einfach zu spielen und sind sehr, sehr aggressiv, sehr körperlich. Und es musste dann auch mal durchstehen, nachdem du 2 Tage vorher noch so ein Spiel hingelegt hast. Also nochmal allertiefste Verneigung. Ihr macht uns Spaß. Ja. Machen wir uns selber noch ein bisschen Spaß Ja, hier. Prösterchen. Zum Wohl.